Guten Morgen zusammen. Guten Morgen. Es ist wieder mal Zeit für einen Daily Vlog, einmal für heute. Wir gehen heute nach Hoi An. Das ist scheint eines der schönsten Städtchen hier in Vietnam. Es ist nicht so weit weg von Da Nang, nur etwa eine halbe Stunde mit dem Roller. Und wir machen uns jetzt auf den Weg und haben gedacht, in der Zwischenzeit zeigen wir euch, was wir gestern so gemacht haben. Ich komme irgendwie bekannt vor. Wir sind in der Zwischenzeit in Hoi An angekommen. Es ist heute mega heiß, über 35 Grad. Darum haben wir uns jetzt als erstes mal ein schattiges Plätzchen gesucht und etwas Erfrischendes zum Trinken. Es gibt uns auch gerade ein bisschen Zeit, um uns nochmal schlau zu machen, wo wir jetzt als erstes hin wollen. Wir sind eigentlich auf Hoi An wegen dem Laternenfestival, das heute oben ist. Das ist immer einmal im Monat bei Vollmond. Da lassen alle Vietnamesen so Laternen ins Wasser. Wir gehen jetzt aber, bevor es so weit ist, noch ein bisschen die Altstadt anschauen. Die soll auch am Tag mega schön sein. Neben den schönen Laternen und den vielen Läden für Massanzüge ist Hoi An aber vor allem für eins bekannt. Banh-Mi. Eine Art Sandwich, das es hier wirklich an jedem Ecke zu kaufen gibt. Also wir sind jetzt hier bei der Madame Kante, oder auch besser bekannt unter dem Namen Banh-Mi Queen. Und sie ist allgemein dafür bekannt, dass sie das beste Banh-Mi in Hoi An macht. Jetzt gehen wir mal schauen, ob das stimmt. Ja, das war echt fein. Ich glaube, wenn wir hier in Hoi An wohnen würden, würde ich jeden Tag so eins essen. Ja, wir flüchten jetzt ein bisschen von dieser Mittagshitze, es ist wirklich mega heiß. Wir gehen jetzt noch an den Strand und dann gehen wir dann gegen oben, später Nachmittag, wieder hier zurück in die Stadt. Wir sind jetzt 5 Kilometer aus der Stadt rausgefahren an den Strand. Die Strände hier in Vietnam, die wir bis jetzt gesehen haben, sind nicht ganz zu vergleichen mit denen in Thailand, mit denen auf Koh Tao. Das Wasser war schon mal recht klar und halt sehr ruhig auch zum Baden. Aber dafür ist der Sand mega schön, halt so richtig, wie man es sich vorstellt. Ja, wir verbringen jetzt hier mal 2-3 Stunden, bis die grösste Hitze vorbei ist und dann gehen wir eben am späten Nachmittag wieder zurück in die Stadt. Wir fühlen uns jetzt schon viel besser, hat gut an die Abkühlung. Wir machen uns jetzt auf den Weg wieder zurück in die Stadt und schauen mal, wie das Ganze oben aussieht, beziehungsweise wenn es sehr dunkel ist. Es soll dann noch schöner sein, als das, was wir jetzt gesehen haben, wenn dann die ganzen Laternen angehen. Wir sind gespannt. So ist doch schon viel angenehmer als vorher. Ja, jetzt gehen wir mal schauen, was die Stadt sonst noch so zu bieten hat.
Wir sind jetzt gerade hier noch in einem Restaurant zum Nachtessen. Wir haben jetzt gerade das erste Mal ein vietnamesisches Bier bestellt, ein Saigon Bier. Da steht wirklich Bier drauf. Das ist White Rose, Spezialität von Hoi An. Das ist Sao Lau, das sind so Nudeln mit Schweinefleisch. Das ist auch eine Spezialität von Hoi An. Das war fein, nur eine kleine Portion. So als Appetizer genau richtig. Dann gehen wir jetzt noch ein bisschen weiter schauen. Es hat hier mega viele so Street-Food-Stände. Und ja, ich glaube, wir müssen noch das eine oder andere essen. Das ist aber mega fein. Nee, knusprig. Ist gut. Fein. Übrigens, wir haben gar noch nicht gesagt, was mit diesen ganzen Laternen auf sich hat. Wie gesagt, es ist ein Vollmond und an Vollmond feiern die Vietnamesen eigentlich seit Jahrhunderten Zeremonien feiern, wo sie ihre Vorfahren ehren. Und hier in Hoi An haben sie das ein bisschen auf die Spitze getrieben und machen ein riesiges Volksfest daraus. Ich muss ehrlich gesagt zugeben, dass es mittlerweile schon vor allem auch für Touristen ist. Aber ja, es ist gleich trotzdem mega schön. Wir haben jetzt keine Laternen reingelassen, weil es halt, ja, sie probieren aus dem recht Geld zu machen und sind ziemlich aggressiv, um die Laternen zu verkaufen. Aber zum Anschauen ist es auf jeden Fall mega schön gewesen. Ja, voll. Ja. Und allgemein Hoi An hat uns mega gut gefallen. Wir haben so viel Gutes gehört. Alle haben uns gesagt, wir müssen unbedingt gehen. Und jetzt machen wir uns auf den Heimweg. Wir sind beide recht müde, vor allem von dieser Hitze. Es war wirklich krass heute, 36 Grad. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dabei zu sein. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, würde ich sagen. Ja, macht's gut und bis bald. Tschüss zusammen. Tschüss.